huet de Pakt Logement 1.0 sein Ziel net erreicht. Dat gebe ich verneinen. De Pakt Logement 1.0 war do, für die Gemengen zu helfen, der demografische Entwicklung notzukommen. Stadt Lützeburg ist von 80.000 auf 120.000 Einwohner geklommen. Das bedeutet, dass auch Infrastrukturen nicht sind. Schulen, Kirchen, Sportsterrain, Sporthallen und so weiter. Das war die Zielsetzung vom Pakt Logement 1.0, an die as erreicht geben. Weil die Gemenge gouf geholfen, dem kräftigen Wachstum mit Infrastrukturen notzukommen. Wäre der Pakt Logement? Nee, richtig. Es sind 2,2% an Logement geflossen. An der Pakt Logement 2.0 soll das dann lo besser machen. Am Ziel ist dann Kreation von abordablen Wohnraum. Da stellen sich doch viel froh. Angefangen damit, was ist abordabel, und angefangen für allem, für was sind wir an dieser Situation. Wir sind uns alle eins. Parteiübergreifend, total. Dass wir eine Wohnungskrise haben. Dass Preise explodiert sind, dass viele normale Leute sich hier im Land kein Wunsch mehr können leisten, und das ist eine Katastrophe. Aber für was ist das so? Und da muss ich sagen, ist sie frustriert, en tourne en rond. Kommen wir da mal enkel de Constat, dass wir in dieser Situation sind, weil wir am Hamsterrad sind, weil wir an einem blanden Wurstumsdenken sind. Ja, jeder von uns ist froh über Wurstum, und geht es gut, und wir sichern unser Pensionssystem auf. Wir drehen am Hamsterrad, was den honorablen Herr Lies Turbowurstum genannt wird. Das nennen wir blande Wurstum, ohne irgendwelchen Horizont, wo man so, da hält der Lo ab. Wir haben eine Zuwanderung von über 10.000 Leuten pro Jahr. 10.000, 11.000, 2019. Wie wollen wir das packen? Geht das ein Instrument durch? Nein, geht nicht durch. Das geht ganz bestimmt nicht durch. Wir packen das nicht. Und dann als Pensionssystem. Wenn wir wissen, dass wir 2,5 schaffend Leute brauchen für Pensionär. Ich will nicht so durchzufedern, mit dem sich Rechte zu garantieren. Aber da wissen wir, dass wir bei 400.000 Pensionierten brauchen wir 1 Million schaffend Leute hier im Land. Sieh dich da einfach mal bewusst, dass wir hier an eine Mauer rennen. Das geht nicht so viel. Wir haben niemals Steuergelder genug und niemals Instrumente genug, für dem dort entgegenzuwirken, am Zaubauen, am Zaubetonieren von Lützeburg ein Ende zu setzen. Wir müssen irgendwann denken, ehrlich Pfeff bekennen, was wollen wir? Wollen wir Monaco gehen, wollen wir Singapur gehen? Es gibt Argumente dafür. Aber da wollen wir das. Dann haben wir 15 oder 30 Städte Häuser und wir leben in einem urbanen Raum. Oder wollen wir Lützeburg haben, wo der normale Mensch noch einen normalen Wohnraum hat, wo er ein Gärtchen hat oder wenn es einen Balkon hat. Wenn wir das wollen, dann müssen wir bremsen. Es geht nicht so viel. An all die Litaneien, die ich schon höre. Es geht nicht so viel. Das stimmt wir hier auf 5 Jahren, an 10 Jahren, an 15 Jahren. Und wir so, no braucht man den Pakt Logement 5.0. Es geht nicht. Wir sind am Hamsterrad. Wir müssen raus. Geht ich das bewusst, liebe Kollegen. Und da muss man bedenken, was sind falsche Käste von dem Wurstum? Infrastrukturen. An der Stadt Lützeburg gibt es kein Hall mehr, wo ich Volleyball spielen kann. Es gibt nicht mehr genug Footballterrain. Was muss man alles machen, für den Bevölkerungswurstum notzukommen? Die Leute wollen ja nicht mehr wohnen. Sie wollen noch Schulen für ihre Kinder. Sie wollen Freizeitinfrastrukturen. Wie wollen wir das alles auf eine Reihe kriegen? Ich denke nicht, dass das so möglich ist, wenn wir so viel vor. Definition vom Logement abordable. Das tut mir leid, für mich als eine Häresie. Ein Logement abordable ist, wenn der Staat oder Promoteur public assure l'attribution aux locataires ou aux acquéreurs. Nee. Ein Logement abordable ist, wenn ich mir als Lokatär kann ein Wunsch leisten, wenn sie 10, 12 oder meinetwegen noch 14 Euro den Meter Carré kostet, mir nicht, weil den oder den attribuiert. Und ich habe es schon x-mal gesagt. Ich weiß ich mal nicht mit. Wir Privatpromoteure können das dort genauso gut erledigen. Wenn der Staat auch nur eine Garantie, die 0 Franken gibt, kostet, 0 Franken, gibt für Residenzen, und dann gibt der Promoteur privat zwingen.
für 10, 15, 20 Jahre lang, die wünschen, nur soziale Kriterien zu verloren, da gibt es Privatpromoteuren, das man, und wir bräuchten keine Staatsbeamte an einer Société Nationale d'Habitation à Bon Marché oder an einem Fonds de Logement, es gibt mehr sehr, mehr billig gebaut gehen, und wir hätten mehr sehr abordablen Wohnraum. Was ausschlaggebend ist, als der Loyer, die muss bezahlt gehen, also das gut nicht. Dann ein Wort zum Conseiller Logement. Als der Conseiller oder als den Tuteur? Gehen Gemenge beraten oder gehen sie in der Tutel gesetzt? Eine Frage, die sich stellen kann. Le Conseil Logement, sa mission couvre la coordination, l'encadrement, le suivi de la mise en œuvre du plan d'action local logement et l'élaboration et la soumission des bilans annuels. Das klingt für mich einfach nur noch mehr Bürokratie, noch mehr Kosten, noch mehr Steuergelder, die investiert gehen. Brauche ich als Gemeinde ganz seriös ein Conseil, dem man sieht, wo ich soll Terrain abkaufen, wo ich an einem PAP will partizipieren, so machen wir die Kriterien vom Pakt Logement 2.0. Wie ich das geriere? Nee, dafür brauche ich kein Conseil. Dafür brauche ich Leute mit gesundem Menschenverstand, die das machen. Das soll auf Staatsniveau organisiert gehen. Das kann am Niveau von der Gemeinde, am Kader von der Autonomie kommunal gemerkt werden. Dann erlaube ich mir in diesem Kontext und eine uralt Forderung von der RDR zu erinnern, dass das die sozialen Register für Leute, die sozial wunderlichen oder erschwingliche Wohnraum sichern. Da können wir mal etwas machen, das kostet nicht teuer, kostet wahrscheinlich gut nicht, aber wir haben ein transparentes Register für Leute, die auf der Sicht noch wunderlichen sind. Es gibt nicht 3 oder 4 Listatanten, es gibt eng, und da brauchen wir transparente Kriterien. Fundamental beruht dieses Projekt auf einer falschen Idee. Die falsche Idee ist zu sagen, wenn wir einem Promoteur 10% oder 50 oder 20%, was auch immer, mehr Surface konstruktible, die gehen an die öffentliche Hand, da kann die öffentliche Hand nicht und der Promoteur verliert nicht. Das ist ganz einfach falsch. Das ist nicht wahr. Wenn wir mal einfach Bauplätze wollen in ein Lotissement. Ein Hektar, so der Gastgeberia, wie wir darüber diskutiert tun, als ein Hektar. Aber wenn ich auf dem Hektar kann so viele Plätze machen, so viel oder ich kann 20% mehr Plätze machen, zu so viel Männer, aber da sind die Bauplätze Männer wert. Die Bauplätze, die ich aufgehen, für nichts und öffentlich Hand, als ja die eigene Sache. Mit denen, die ich beherrschen, sind Männer wert, wie wann ich hätte können mein ursprüngliches Projekt machen. Kommen wir so einfach ein Beispiel. 20 Plätze a 7 oder 26 Plätze a 25 da sind die 20 Plätze, die ich beherrschen, a 5 Männer wert wie mit 20 Plätze a 7 die ich ursprünglich hatte. Also, hört ob man Märchen, das kaschte Promoteur nicht, das nicht wahr, das kaschte Promoteur. Das eng Enteignung. Aber Appartementshäuser. Okay, da kann ich noch so ein Aspekt Unität lo Männer wert, weil mehr Unitäten gebaut gibt, vielleicht nicht. Mir was für ein Kriterien sind angewendet? Wie darf die Gemeinde oder der Staat oder der Promoteur publik wählen? Dürfen egal was wählen? Dürfen ein Promoteur sämtliche Studien wegholen, die sich am besten verkaufen? Oder halten die Penthouse weg, die am meisten wert ist? Ein Meter Carré ist nicht ein Meter Carré, genauso wie ein Hektar ist, als ein Meter Carré an einem Appartementshaus nicht ein Meter Carré. Lo könnt ist dann die Großgeschichte von der Besteuerung von eitlen Wohnungen. Und ich schumme mich schon bei, weil wir für uns 2 Wochen drüber gesperrt. Das zu wiederholen, was ich damals gesucht habe. Wieso steht Wohnraum eitel? Wohnraum steht eitel für Ursachen. Wohnraum steht eitel, weil dann eine Sukzession leidet, wo Assoziationen Gift tun, die mussten eine extrem komplizierte Prozedur machen, für sie können an die Wand zu bringen. Aber wenn das Agreement vom Letzten können, das Agreement vom Ersten aufgelaufen. Und ich habe schon gesagt, schärft das auf. Das kannst du kein so steuern, kein so. Und es bringt Wohnraum viel mehr schnell auf den Markt. Wohnraum steht eitel, weil ich ein Projekt habe.
ein Projekt von engem PHP. Aber wenn ich mal so, wenn ich ein Lokatär dran setze, dann PHP geht genehmigt, da kriege ich den nicht raus. Erlaubt endlich eine Durée déterminée zu verlohnen, es kascht das Staatsbudget so an und mobilisiert direkt eidelstehende Wohnraum. Wohnraum steht eitel, weil ich weiß, an 2 oder 3 Jahren bin durch der fertig mit den Studien, dann brauche ich den Appartement für. Erlaubt ein Contrat à durée déterminée, den durchsetzbar ist, umgeriecht und schnell eine Decision kriegen, dass dem muss raus, das kascht das Staatsbudget so und das mobilisiert direkt eidelstehend Wohnnichte. Renovation. Ich hatte nur noch persönlich für ein Appartement, den dringend muss renoviert gehen. Und das ist marot. Die Leitungen sind marot. Die elektrische ist nicht mehr die Normen. Die Wolle geht nicht mehr auf. Muss der Fond en comble renoviert gehen. Da wird Requête aufgelehnt, weil ich habe nicht bewiesen, dass ich das wirklich will machen oder dass es wirklich nicht ist, dass man wegen das machen. Das ist absurd. Solange wir Proprietär nicht kann, seinen Wohnraum rekuperieren, fängt zu hören, Innovation, was gibt qualitativ, hochwertig und energetisch bessere Wohnraum schaffen. So lange schwätzen wir hier für Kerz. Alles das Mesuren, die die Steuerzahler Käse kasten, die man mehr könnten abfeiern, ohne komplizierte Gesetze. TVA-Logement, der Kollege Schließ wird gesagt, das ist eine Katastrophe. Wir sind als der Heibanen eins. Logement ist bien de première nécessité. Ich habe gleich plädiert, dass soll TVA auf Bücher und auf Zeitungen komplett aufgeschärft gehen. Logement können sie komplett aufgeschärft gehen. Und da soll man nach mehr als 3%. Und egal, ob ich kaufe für mich, für dran zu wohnen, oder ob ich kaufe für zu verlohnen. Das ist doch finalement für den Endkonsument bien de première nécessité. Eine Mesure, die die Staatsbudgetswerpes kascht, mit die sinnvoll ist an die Sache geben, mir einfach mehr. Das Regierung ist ein Preistreiber. Das ist der Mat umgegangen, dass mietwunischen TVA von 3 auf 70% draufgegangen ist, an der Wohnung immer raus. Das Loyer draufgehen. Alle Mesuren, und auch das, treiben Preise an Blut. Weil der Promoteur, den Schuld erleiht, und das Gesamtlotissement man erwehrt das, mal der schlägt das auf Preise drauf, mal der dachte nicht viel, der treibt einmal den alten Preis. Danach schust in Kleinwort zu den geringen Kollegen. Der schwätzt von Spekulationssteuer, von Baupflicht, gleichzeitig so der Kompensation für den zugebauten Raum. 80% von den Erde sind in Gefahr. Ja, 80% von den Erde sind in Gefahr. Aber wie schützen wir die? Es kann ihn nicht kompensieren. Ein zugebauten Hektar ist ein zugebauten Hektar. Wenn man einen Erdenschutz betreiben, wenn man einen Biotopschutz betreiben, dann dürfen wir nicht Geringflächen zubauen. Point à la ligne. Und das kriegt ihr nicht kompensiert, da muss man fusionieren mit der Provinz de Luxemburg, was vielleicht eine ganz gute Idee wäre. Aber es kriegt ihr einen zugebauten einen zugebauten Hektar, kriegt ihr niemals kompensiert. Brauchen wir Nachhaltigkeitsdurch? Die brauchen wir. Brauchen wir Renten durch? Die brauchen wir. Mit dem Pakt Logement 2.0, das geht mal, Kollegen, das ist nicht die Lesung. Ich soll nicht merci. Très bien, excellent.